Ich wurde gefragt, den heutigen Vormittag ein bisschen zusammenzufassen. Das werde ich nicht machen. Ich werde eher versuchen, die Brücke zum Morgen aufzubauen, weil heute schon öfters das Wort Brücke gefallen ist. Und möchte eben auch in Bezug auf morgen schon darauf hinweisen, dass diese OGM-Studie, die öfters schon erwähnt wurde, ja schon letzte Woche am Mittwoch in Klagenfurt präsentiert wurde. Und ich glaube, ich darf vorwegnehmen, das wird morgen natürlich im Detail präsentiert, aber ich darf sicher vorwegnehmen, weil das ja auch in den Zeitungen gestanden ist, wo die Hauptmängel liegen. Also natürlich die demografische Entwicklung, dass gerade in Gemeinden, in Ortschaften mit einem relativ großen Anteil der slowenischen Minderheit der Abzug relativ groß ist und dass der Zuzug aus Slowenien das nur zum Teil abfedern kann. Die Mängel im schulischen Bereich, vor allem im vorschulischen Bereich, die Frage, das Anmeldesystem zu einem Abmeldesystem zu ändern, wird diskutiert derzeit auch. Die Mängel im Sekundarbereich werden sicher morgen auch diskutiert. Die Amtssprache wird auch ausdrücklich erwähnt, dass sowohl vor Gericht als auch in den Gemeinden eben zu wenig Slowenisch angeboten wird. Von den Formularen, Stichwort Digitalisierung ist schon gefallen. Topografische Beschilderung ist natürlich ein Thema, 50 Jahre nach dem Ortstafelsturm. Die politische Beteiligung der Volksgruppen steht auch im Regierungsprogramm, ist auch noch eine offene Frage, die morgen diskutiert wird. Die Versorgung mit Medien in den Minderheitensprachen. Die Studie schließt ab, dass es gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die nicht erfüllt sind. Ich glaube, das ist ganz eine wichtige Botschaft. Und das ist ja auch eigentlich eine Botschaft, die am selben Tag, das wurde leider in Österreich kaum in den Medien dann rezipiert, dass am selben Tag, am 21. September, auch unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen in New York bei der UN-Generalversammlung im Prinzip das wiederholt hat, was er vor 2 Jahren im Wappensaal zur 100-Jahr-Feier der Volksabstimmung gesagt hat. Er hat zwar hervorgehoben die Leistungen Österreichs und auch Italiens für Südtirol. Südtirol wurde positiv erwähnt, auch von Seiten des slowenischen Staatspräsidenten, wurde auch positiv erwähnt von Seiten der Schweiz und von vielen anderen Staaten. Und es war auch eben Landeshauptmann Kompatscher, der eben morgen, der Südtiroler Landeshauptmann, der morgen auch sprechen wird, der war das erste Mal, ich glaube einzigartig in der Geschichte der Vereinten Nationen, dass eben ein Landeshauptmann bei den Vereinten Nationen als Teil der italienischen Delegation dabei war und deswegen eben Südtirol als Beispiel oder als Modell öfters genannt wurde. Wie gesagt, Van der Bellen hat positiv Südtirol erwähnt, die Zusammenarbeit zwischen Italien und Österreich, hat aber auch Eigenkritik von sich gegeben und hat eben auch gesagt, dass Österreich säumig war, dass einiges verbessert wurde, aber dass noch viele Fragen offen sind. Also im Prinzip die Entschuldigung, die er vor 2 Jahren in Klagenfurt im Wappensaal gemacht hat, hat er vor den Vereinten Nationen, vor der Staatengemeinschaft nochmals wiederholt. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz wichtig, dass das auch gesagt wird und dass das eben auch in den österreichischen Medien auch rezipiert wird. Also auch da ein ähnlicher Schluss wie von der OGM-Studie, es ist noch viel zu tun und ich glaube, das wird das Thema des morgigen Tages sein. Wir haben morgen um 13 Uhr geht's los, 3 Panels, zuerst das Status Quo der Situation der Volksgruppen in Österreich, natürlich mit Schwerpunkt Kärnten. Wir haben auch einen runden Tisch zum Reformbedarf, wo es vielleicht eher juristischer geht. Und natürlich die Präsentation der OGM-Studie und natürlich der Landeshauptmann Kompatscher wird sicher auch einige Beispiele bringen, nicht nur Südtirol, was man eben an Instrumenten einsetzen könnte und verbessern könnte. Das bringt mich auch zum nächsten Punkt, wo es um die Identität geht, die heute Vormittag besprochen wurde und um den Sprachprestige. Karl Renn hat die deutschsprachigen Südtiroler, aber auch die Ladiner genannt und es ist tatsächlich so, dass die positive Bewertung der ladinischen Sprache, dieses Sprachprestige sehr hoch ist und man kann sich fragen, warum ist dieses Sprachprestige hier noch nicht angekommen, warum ist der slowenische Dialekt, die Idiome, die hier gesprochen werden, die slowenische Sprache nicht so positiv konnotiert wie vielleicht zum Teil bei den slowenischen Liedern, wo es vielleicht funktioniert. Bei der Kultur gibt es ganz viele slowenische Kulturträger, Schriftsteller vor allem, die sich besonders hervorgetan haben, um auch dieses Narrativ weiterzugeben.
Ich glaube, in Südtirol hat es auch erst funktioniert bei den Ladinern mit dem zweiten Autonomiestatut. Wir feiern auch 50 Jahre zweites Autonomiestatut 1972. Und dieses zweite Autonomiestatut hat den rechtlichen Rahmen gegeben, der notwendig ist, aber nicht nur den rechtlichen Rahmen, sondern auch die Umsetzung dieser Gesetze. Dadurch, dass eben Gesetze umgesetzt wurden in Südtirol, das heißt, dass wirklich in den Amtsstuben, also auf Gemeindeebene, das Ladinische angeboten wird, dass es dort Beamte gibt, die Ladinisch sprechen, dass es Formulare gibt, dass es eigentlich selbstverständlich ist, in den ladinischen Tälern dreisprachige topografische Bezeichnungen zu haben und im restlichen Südtirol zweisprachige topografische Bezeichnungen. Darüber wird nicht diskutiert. Und erst wenn diese gesetzlichen Rahmen, die es zum Teil in Österreich auch schon gibt, umgesetzt werden, wird auch das Sprachprestige kommen. Ich glaube, vorher können wir lange diskutieren und viele Konferenzen machen. Solange die gesetzlichen Grundlagen nicht umgesetzt sind, wird es auch mit der Sprache nicht funktionieren. Und weil auch die Identität angesprochen wurde, möchte ich noch das Beispiel aus Schleswig-Holstein einbringen. Und das wäre so, damit schließe ich dann schon ab. Und inzwischen sind ja auch unsere Damen hier, die dann noch Musik machen zum Abschluss. Für mich der Wunsch wäre, den ich mitnehme aus diesen Tagungen und für die nächsten 10 Jahre, dass wir dorthin kommen, wo Schleswig-Holstein jetzt ist, nämlich, dass die Identität oder eigentlich der Wunsch, Angehöriger einer Minderheit zu sein, so stark ist, dass wenn Familien zum Beispiel aus Flensburg, also aus dem deutschsprachigen, also aus Schleswig-Holstein, aus Deutschland, dänische Familien zurückziehen nach Dänemark, sie sich dort der deutschsprachigen Minderheit angehörig fühlen, weil es wichtiger ist, das Gefühl zu einer Minderheit zu gehören, als die Sprache, die Muttersprache oder die Identität, sondern die Stärke, die eine Minderheit hat, die Vielfalt ist in Schleswig-Holstein stärker als eigentlich die nationale Identität. Und das wäre der Wunsch für mich, den ich da mitnehme und an dem ich arbeiten möchte. Und jetzt, glaube ich, zum Abschluss können wir wirklich wieder die Kultur sprechen lassen. Che sotiste ste zice, kso časih bile, zdaj pa raste grmoje in zelene trave. Zdaj pa raste grmoje in zelene trave. Bom grmoje posekal, travico požel, bom naredil stezice, ki so včasih bile. Bom naredil stezice, ki so včasih bile. Pa najlepša stezica gotovo je ta, ki me pelje do hiše, kjer so mamca doma. Ki me pelje do hiše, kjer so mamca doma. Hvala lepa.